Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem neuen Video hier auf dem Kanal von KSL. Ich bin heute unterwegs nach Wohlen zum 4. Tourpokalrennen vom Jahr 2025, wo wir eigentlich angemeldet gesehen wären. Aber unter gewissen Umständen können wir leider kein Team stellen. Leider sind viele urlaubsbedingt nicht rum. Wir haben auch Verletzte, wir haben solche, die noch krank sind und angeschlagen. Und dann haben wir uns gesagt, das lohnt sich nicht, wir gehen nicht an den Start. Wir waren am Schluss nur das Zweite gesehen und der Levin und ich, beide haben uns gesagt, ja, das trauen wir uns nicht wirklich zu, 2 Stunden am Stück zu fahren. Darum haben wir leider abgesagt. Ich gehe trotzdem schauen, weil es mich wundernimmt und ich hätte sowieso den ganzen Sonntag eingeplant, um an der Kartstrecke zu sein. Darum gibt es heute einen kleinen Vlog im Sinne von Impressionen aufsammeln, mal schauen, wie sich die anderen Teams so präsentieren, vielleicht auch mal ein bisschen den einen oder anderen in den Fokus stellen. Und ja, schauen wir mal, wie das wird. Ich hoffe, ihr werdet gleich Spaß an dem Video. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu kommentieren, vielleicht auch ein Abo da zu lassen, das hilft die Daumen und dem Kanal definitiv weiter. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns wieder an der Rennstrecke. Stört der hier? Wir sind hinten. Weiter. Jetzt ist.
To take
Das erste Mal möchte ich mich bei allen herzlich bedanken. Ich muss sagen, es war selten so ein interessantes und spannendes Rennen wie heute. Es hat Kämpfe ganz hinten, es hat Kämpfe im Mittelfeld, es hat vorne Kämpfe, es hat dort mal gerumpelt und da. Der hat das Team einen Schaden gehabt und 3 Runden vor Schluss gefallen, denen noch das Rad ab, das den ganzen Tag geführt hat. Also es war überall etwas los gewesen. Wir haben leider auf dem letzten Platz, weil innen hat die Gashülse und das Gaskabel gerissen, mitten im Rennen. Sie sind dann mit einem Ersatzkart weitergetüfelt, was wir dort zur Verfügung stellen, aber logischerweise ein DNF ist ein DNF. Darum sind wir leider das Letzte auf der Liste, aber ihr seid lang sehr stark unterwegs gewesen. Ein riesen Applaus für das, dass ihr das erste Mal dabei sind. Amag Dübi Racing! Dann haben wir auf dem 15. Rang mit dem 65. Die haben dort auch gekämpft. Mit dem Car, mit dem Material und sich selber. Aber auch ein riesen Applaus für unsere NPCs. Dann haben wir auf dem 14. Rang hat auch immer wieder einen im Nacken gehabt. Einen vorne dran, 4 im Nacken, 5 in die Kurve. Sie haben gekämpft. Mit dem 56 ein riesen Applaus. Sonntagsfahrer. Dann haben wir auf dem 13. Rang. Nein, ist ein herzlicher Dank von mir. Heute Morgen extra noch abgeiert und gewartet, ob es noch ein Ersatzplätzchen ergattern könnte. Haben wir den Tag gerettet und das Feld vergrössert. Besser geht es gar nicht. Und sind noch super dabei gewesen. Ein riesen Applaus für unsere 2 Herren im 55. Schwefel Blitz. Auf dem 12. Rang mit der Kartnummer 50. Sie sind vorgespült, hinten gespült, vorne gespült. Ich muss immer wieder schauen, wo sie sind. Sie wissen es schon. Puste. Sie haben eigentlich den Grand Slam auf sicher gehabt. Er war schon zur Hälfte im Hosensack drin. Dann schaue ich hinten, ob sie es haben. In der drittletzten Runde. Die Herren haben heute alles vernichtet, was wir vernichten können. Sie sind über eine Runde voraus gewesen. Sie sind 11. auf der Rangliste, obwohl es 3 Runden vor Schluss ausgefallen sind. Da muss man auch zuerst einmal hinbringen. Wenn ich die Runden addieren würde, würden sie Top 5 hier rutschen, vielleicht sogar noch auf das Podium. Der DNF ist aber laut Reglement leider ein DNF, darum dürfen wir es offiziell nicht zusammenrechnen. Wenn ihr das aber privat möchtet, zu schauen, wo wir gelandet wären, würde mich vielleicht auch noch wundern. Aber ich muss allen sagen, ein riesen Applaus, sie sind wirklich außerhalb der Konkurrenz unterwegs. Sie wären eigentlich Sieger des Tages. Kolbenfresser, bitte für uns. Vom 10. Rang mit dem 61. Smitsky gefahren, auch super unterwegs mit meinem Lieblingsnamen im Feld. Katastrophe. Vom 9. Rang. Immer wenn er an mir vorbeifährt, wie er schützt und kämpft. Seit Jahren auch dabei. Ein sympathischer Keib, sein Team und er. Immer am Kämpfen. Sieht aus, als wäre er heute 24 Stunden unterwegs gewesen. Ein riesen Applaus für Bitschiff. Vom 8. Rang mit dem 67. Haben leider eigentlich Low Budget Racing am Viertel verwünscht. Das war ein bisschen unglücklich. Sie haben eine 10 Sekunden Pitlane-Stopp Strafe bekommen, nur für den Fall, dass sie das nicht mitbekommen haben. Sie haben da nicht extra gemacht, sind ganz sympathische Scheiben. Einer davon war heute sehr schnell unterwegs, die anderen dürfen noch ein bisschen trainieren. Aber ein riesen Applaus für Drift Happens. Auf dem 7. Rang, ich habe es schon erwähnt, mit dem geilsten Switchback von uns. Sie sind leider heute in einem Kass unterwegs, wo er gemacht hat, was er will. Im Training war er mega langsam, Quali auch. Dann ist er mit den Rennen schneller geworden, wieder langsamer, wieder schneller, wieder langsamer. Sie haben aber, glaube ich, heute das Maximum rausgeholt, was wir mit dieser Karte machen können. Ein riesen Applaus für Low Budget Racing. Dann
haben wir auf dem 6. Rang. Haben heute leider auch nicht den schnellsten Pass gewünscht, aber wie wir sie kennen, sie machen auch immer das Beste daraus. Haben nicht gedacht, gut, eben mit Ausfällen haben alle heute ein bisschen profitiert. Aber ein riesen Applaus für unser Team Vollgas. Haben wir auf dem 5. Rang, sie haben sich leider nicht nur für heute, sondern für immer verabschiedet. Es gibt vielleicht solche, die das positiver sehen und andere negativer. Nichts gegen sie persönlich. Auf dem 5. Rang Svalia Eti. Die kommen nicht mehr. Wir wissen nicht wieso. Aber einen grossen Applaus und merci, dass das nicht sind. Dann haben wir auf dem 4. Rang. Die haben gekämpft. 60 und 54 haben wir lang zu denken gegeben. Ich musste immer wieder schauen und spießen, ob es fair bleibt oder ob es noch ein bisschen ausartet, aber es war wirklich sackgeil zum Zuschauen. Ich muss zwar sagen, manchmal ist ein bisschen böse zugemacht, irgendwann habe ich schon Schiss, dass es dann mal klopft. Aber ein riesen Applaus leider auf dem undankbaren 4. Platz, Scuderia PS. Auf dem 3. Rang Bronze. Wie vorher schon erwähnt, sie haben gekämpft und gekämpft und gekämpft. Heute in einer neuen Konstellation, der Leo mit seinem neuen Partner. Super schnell unterwegs gewesen, darum ein riesen Applaus für Leo Racing. Dann haben wir Silber, 2. Rang. Freut mich außerordentlich, euch wieder mal auf dem Podest zu begrüßen. Stark gewesen heute. Hätte aber nicht erwartet. Plötzlich ist Bambi Racing auftaucht von hinten. Das habe ich dem auch nie gerechnet. Der Rest ist wieder mal alles gesehen. Aber ein riesen Applaus zum 2. Platz für Active Racing. Und dann haben wir auf dem 1. Platz, wie gesagt, sie sind am Anfang des Rennen 13. gewesen. Da habe ich sie schon gefragt, du, was habt ihr gemacht? Sind ihr Sendeln gewesen? Nein, wir haben gerade Fahrwechsel gemacht. Wir waren also sehr strategisch unterwegs gewesen. Und vorgerutscht und vorgerutscht und vorgerutscht. Und dann haben sie dann auch noch profitiert. Sind aber auch immer fair gewesen. Ein riesen Applaus für unsere Bambi Racing! Ich möchte aber am Schluss noch mal erwähnen, Kolbenfresser müssen eigentlich an dieser Stelle stehen, aber sie haben heute wirklich leider einen schwarzen Filter, so wie die armen Kinder. Ja, damit sind wir schon am Ende angekommen von dem heutigen Impressionen-Video, von dem Turbokart-Rennen in Wolle. Es ist ein richtig geiles Rennen gesehen. Spannung bis zum Schluss, es ist wirklich bis zum Ende alles gehabt. Wenn ich jetzt hier noch einmal drauf schaue, 36 Sekunden, die ersten 5. Nachher ist halt schon wieder eine riesige Gap, aber das ist mega geil. Und Kolbenfresser haben das dominant von A bis Z heimgefahren, wenn sie nicht noch den einen Pneu dort verloren. Das ist doch nur leid für sich. Ich habe es immer mitbekommen, erst das Startziel, das abgewunken wurde, wurde es plötzlich geheißen, Bambi Racing gewonnen. Von dem her, schade für Kolbenfresser, aber die hätten es auch definitiv mehr verdient, heute zu gewinnen. Die sind super gefahren. Noch ein riesen Dankeschön an Joel von Drift Happens, wo man noch seine GoPro-Aufnahmen zur Verfügung geholt hat, damit wir sie einbauen konnten in das heutige Impressionen-Video. Sowieso ausgesehen werden wir den Joel dann nächsten Monat, im September. Also in diesem Monat, im September, zum Nachrennen noch einmal gesehen. Wir haben ihn eingeladen, um bei uns mitzufahren. Mal schauen, wie das sein wird. Wir haben auf jeden Fall vor, wieder an den Start zu gehen. Egal was passiert. Also selbst wenn wir noch das 2. oder das 3. wären, das Mal gehen wir an den Start. Ja, dann nochmal der Aufruf, vergesst nicht das Video zu liken, zu kommentieren, wenn es euch gefallen hat, den Content auf dem Kanal zu abonnieren. Das würde dem ganzen Kanal sicher weiterhelfen und auch uns würde es einen extra Motivationsschub geben. Und hoffe doch, dass wir uns in einem nächsten Video wieder sehen. Vielleicht auch wieder mit dem Dömer. Ich hoffe, mit dem Dömer ist immer noch sein Kanal. Ich bin noch Stellvertretung. Und vielleicht sehen wir sich auf der Rennstrecke beim nächsten Turbokart-Rennen. Bis dahin, bleibt sportlich, macht es gut bis dann und schöne!